Wow. Guten Morgen miteinander. So cool, so viele Leute heute im Gottesdienst begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen in unserem Sonntag. Wir haben heute einen speziellen Gottesdienst und ein spezielles Referat. Ich darf auch alle, die von daheim anschauen, sage jetzt oder nachher am Abend herzlich willkommen heißen. Schön, dass du anschaltest, schön, dass du auch mit uns Gottesdienst feierst. Hey, wir haben einen speziellen Gottesdienst heute, einen Sonntag, und der Gastredner, der heißt Yannick Muller mit seiner wunderschönen Frau Anja Muller und 11 Wochen Tochter, die mega herzig ist. Ich werde nachher mit Ihnen noch spielen. Sie heisst Alicia. Und ich freue mich, dass Sie da sind. Wir werden nachher von Ihnen mehr hören. Vielleicht ein Teil von euch kennt den Yannick schon, vielleicht auch nicht. Ihr werdet ihn nachher kennenlernen. Er ist ein sehr guter Kollege von mir, von Weinfelden. Yannick, awesome, dass du da bist. Wir freuen uns. Aber bevor wir von Yannick hören und bevor wir Wort Gottes hören, wir würden gerne Gott loben und preisen mit Lobpreis. Ihr dürft noch aufstehen, ihr dürft mitsingen, mit Maske dürft ihr gut auch Gott loben und preisen. Lasst uns in Lobpreis einsteigen. Lass uns noch Gott loben und beten mit unserem Wort, mit unserem Herz, mit unseren Gedanken. Jesus, danke, dass du da bist. Vater, danke, dass du da bist. Danke, dass du hast versprochen, wenn 2 oder 3 in meinem Namen zusammenkommen, werde ich unter mit euch sein. Wir glauben, du bist da. Und du bist auch da bei Leuten, die online schauen. Sei daheim, sei im Auto, sei unterwegs. Ja, Jesus, ich bitte, dass wir wirklich jetzt gerade deine Gegenwart spüren, deine Stimme hören, dich erleben. Weil wir glauben, du bist lebendiger Gott. Weil wir glauben, du bist wahr, du bist gegenwärtig, du bist allmächtig. Weil wir glauben, du suchst Beziehung mit uns. Weil wir glauben, du bist uns näher. So bitte ich, tust du dich offenbaren heute Morgen. Amen. Amen. Ich habe eine Überraschung für euch. Und für die nächsten 5 Minuten kann man ein bisschen Iranian sehen, nicht Schweizer. In dieser Überraschung fühlt euch frei, macht mit, seht, was es kommt. Es ist nicht eine Show, es ist nicht eine Performance, es ist nicht etwas, was wir zeigen, sondern es ist ein Lobpreis, mit dem will man Gottes Namen erheben. Es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie kann man das machen. Wir machen durch Gebet, wir machen das durch Wort Gottes, wir machen das durch Singen. Und es kommt nochmal etwas anderes. Das ist auch eine Art, mehr für mich vielleicht, für die Jugendlichen, ich weiß nicht, aber es ist eine Art, um Gott loben und preisen und seinen Namen erheben, ihn proklamieren, sein Wort proklamieren. Sind ihr bereit? Ja. Sind ihr offen? Alright. Jetzt seht ihr. Okay. Jetzt habe ich mich so gefreut. Ich habe schon Kameraapparat gehabt. Ich dachte, das wird jetzt nicht verpassen. Ich habe schon Stimmung gemacht da mit dem Kaffee. Oh, okay, ist mir. Okay. Jetzt bin ich gerade auch überrascht. Also gut, ja. Dann komme ich jetzt dran mit dem Rap-Song. Und okay. Jetzt habe ich mich so gefreut, Sabrina. Ich denke, endlich.
Corona ist das Thema ein bisschen momentan und ich habe letztes Jahr schon einen Song geschrieben zu dem Thema und jetzt habe ich gedacht, das ist eigentlich schon fast wieder Schnee von gestern, aber gleich jetzt noch eben den Song, den wir kürzlich aufgenommen haben, werden wir heute Premiere davon hören. Er hat noch nie live gebracht und darum vielleicht könnt ihr mir ja ein bisschen helfen. Oder? Wir dürfen ja jetzt wieder singen. Einfach für den Refrain könnt ihr mir vielleicht ein bisschen unterstützen. Und zwar die eine Zeile, wo wie die Schlüsselzeile ist von dem Song, heißt I hold on to you. Oder also egal was passiert, ich bleibe an Jesus, oder? Also egal. In the middle of a lockdown, oder? Also mitten in einem Lockdown, egal was, no matter what they shut down, I hold on to you. Und das ist eigentlich die Botschaft von dem Song. Es ist eine kleine Reportage von der ganzen Situation. Aber eben, unser Fokus ist, wir bleiben auf Jesus, oder? Wir bleiben bei Jesus. Es heisst ja, eben, wir heben unsere Augen auf Jesus Christus, der Anfänger und der Vollender von unserem Glauben. Deswegen, I hold on to you. Okay, also, in dem Fall könntest du jetzt dabei bringen. Alright. Und das wäre ein Teil, den im Refrain könnt ihr mitsingen. Wir üben es noch einmal. Ja, wunderbar. Okay. 2021, wir haben immer neue Masken ab. Die Lösung noch nicht wirklich gefunden, doch wir arbeiten dran. Irgendwann gewöhnt man sich dran und man passt sich an. Man ist dankbar, solange man noch arbeiten kann. Und ganz klar, es sind nicht alle gleich betroffen. Die einen haben immer noch geschlossen, andere bleiben offen. Scheinbar kann man nicht viel machen, außer weiter hoffen. Die ganze Welt ist stehen geblieben, einfach nichts mehr gelaufen. Der erste Lockdown und dann die zweite Welle. Scheinbar ist man nur noch sicher in einer Einzelzelle. Wenn das so weitergeht mit diesen Massnahmen, können wir unsere Flitterwochen auf den Mars planen. Die Sparsamen könnten sich das leisten, aber das sind sicher nicht die meisten. Die meisten warten auf das Ende von dieser Pandemie. Wir warten auf den Messias, der Auferstandene. I hold on to you. In the middle of a lockdown, listen. I hold on to you. No matter what they shut down. I hold on to you. No matter what I go through. Eternal life is to know you. Okay, ich nehme mir Zeit zum Betten, wieder in Verbindung treten. Danke, loben, Preise, singen, rappen. Es gibt so viele Facetten. Sie sagen, ich bin oldschool wie eine Filmkassette. Manchmal kommt mir das Leben vor wie so eine Silhouette. Denn phasenweise sehe ich die Welt und nur schwarz und weiß. Denn wir Sehnsucht immer größer nach einem Paradies. Wie ein betrunkener Geisterfahrer ohne Fahrausweis. Wir haben nicht alles im Griff, das ist der klare Beweis. In einer Welt, wo jeder nur an sich denkt, plötzlich sind wir eingeschränkt, fühlen uns so eingeengt. Niemand hat Corona bestellt, wer hat sie geschenkt? Weißt du nicht, dass wir für so etwas keine Zeit haben? Frechheit, schau jetzt mal, wie mühsam das ist. Doch der Chef sagt, nimm mir gefälligst die Füße ab den Tisch. Alright, schon mal überlegt, Companion am Mikrofon. Nur eine kleine Reportage von dieser Situation. I hold on to you. No matter what, hey, sing it one more time. No matter what they shut down, I hold on to you. No matter what I go through, I hold on to you. Okay, also, irgendwann ist das alles vorbei. Normalität, was bedeutet das für dich? Wie ist der Plan und wie ist die Strategie? Sobald wir alle geimpft sind, kommt die nächste Pandemie. Du hast schon eine liebliche Fantasie. Und was hast du schon erlebt? Außer das Ausarbeiten von einem neuen Schutzkonzept? Verschwörungstheorien in meinem Gruppenchat. Da noch ein paar letzte Gedanken vor dem Schlussgebet. Wieso beklagen? Ich habe einen vollen Magen. Ich habe sogar meinen Wagen voll können tanken. Ein kleiner Virus bringt jetzt alles da ins Wanken. Wenn alles zusammengeht, was mache ich denn mit Franken? Keiner da lebt unendlich, alles da ist vergänglich. Lebensmittel erhältlich, wir nehmen es für selbstverständlich. Kann sich so schnell dran gewöhnen, sich jeden Tag verwöhnen. Ist schön und gut, doch welches Blut kann mich mit Gott versöhnen? I hold on. In the middle, hey, I sing. I hold on, I got to hold on. One more time, church, sing it. Okay, Gesichter sind vermummt, Mimik ist verstummt. Doch bitte bleibe dran und bitte bleibe gesund. Niemand kennt den Tag und niemand kennt die Stunde.
Doch bitte bleibe dran, bleibe klar, bleibe easy, bis Christus wiederkommt. Das letzte Mal, I sing, I hold on to you, I hold on, got to hold on. I hold on to you, I hold on, got to hold on. Sing it one more time. Hold on to you. Das letzte Mal, wir singen alle zusammen. I hold on to you. Hold on, got to hold on. Amen. All right. Okay, thank you. Hey, ich bin so stolz. Das ist so gut gemacht. Wow, Yannick. Seriously. Ich darf sagen, er ist mein Kind. Die sind, ein Gebet habe ich für Yannick und Anja gebetet. Vor wie vielen Jahren? 8 Jahre? 9 Jahre? Keine Ahnung. Ich weiss das. Ich habe mit Yannick geredet und Janni war meine Jugendgruppe. Und nach dem Gespräch mit beiden habe ich gedacht, ich habe betet erst, sind beide nicht Christ gewesen. Ich habe gesagt, Gott, es wäre wirklich schade, dass die nicht Christ werden. Ich bitte dich, die sind so hübsch, so geniale Menschen, dass sie zum Glauben kommen. Dann sind beide zum Glauben gekommen. Ein paar Jahre später habe ich gesagt, Gott, die sind so genial, können sie nicht zusammenkommen? Und dann haben sie sich kennengelernt. Und ein Jahr später sind sie zusammengekommen. Also geheiratet. Yannick, ich kenne dich seit 9 Jahren. 10 Jahre, ich weiß nicht, wie lange ist das her. Du hast immer Passion gehabt für Rap. Und ich meine, vielleicht ein paar von euch kennen ihn, haben seinen Rap schon mal gehört. Du hast so eine starke Botschaft. Aber wieso Rap? Wieso hast du dich für das entschieden? Ich war schon immer als kleiner Bub sehr musikbegeistert. Mein Vater hat Musik gemacht und eben hat immer viel Musik laufen lassen. Und, aber als ich das erste Mal Rap-Musik gehört habe im Radio, dann war es um mich geschehen. Oder? Also, dort ist für mich wie eine neue Welt aufgegangen und ich habe nicht nur konsumiert wie ein Wahnsinniger alles, was es auf dem Markt gegeben hat, sondern ich habe dann irgendwann auch selber das machen. Und du hast nicht immer so christlichen Rap gemacht, sondern du hast dich eigentlich von der Welt entschieden. Du bist nach Amerika gegangen, hast dort geschafft, hast einen Contract gehabt. Deine Role Model war irgendwann ein Eminem. Was hat sich geändert? Jesus habe ich kennenlernen, wer er wirklich ist. Das hat sich geändert. Und ja, eben, ich meine, was ich kennt habe von der Rapmusik, ist, dass es darum geht, man muss zeigen, dass man selber der Beste ist und die anderen nicht. Also es ist sehr Competition. Und man muss sich immer selber sehr gut darstellen. Und sehr selbstverherrlichend ist eigentlich die ganze Rapmusik oder destruktiv. Und als ich Jesus kennengelernt habe, also ich bin ja in der Kirche aufgewachsen, oder? Aber ich habe Jesus nie wirklich gekannt. Ich habe viel über ihn gewusst, aber ich habe ihn gar nicht gekannt. Aber mit 21 habe ich ihn kennengelernt und dann ist das erste Mal sind Worte von meinem Leben in mein Herz hineingekommen. Und dann habe ich gemerkt, jetzt verstehe ich, was meine Mutter gesagt hat. Sie hat mir mal die Sprüche 18:21 ist es, glaube ich, das heißt, Leben und Tod ist in der Kraft einer Zunge. Mhm. Und ja, als ich Jesus kennengelernt habe, hat sich alles verändert. Ja, wie hast du ihn kennengelernt? Ich war dort in Amerika, habe dort gearbeitet und eine von dieser Firma ist auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich Christ bin. Und ich habe einfach mal Ja gesagt. Und dann hat er mich in die Kirche eingeladen. Und es stellt sich heraus, dass der auch der Pastor war von der Kirche. Okay. Und jedenfalls, dort, als ich in der Kirche gehockt bin, habe ich erstens gesehen, was der für eine Leidenschaft hatte für Jesus. Und das hat mich sehr beeindruckt und fasziniert. Und zweitens ist auf wundersame Art und Weise der Wunsch in mein Herz hineingekommen, zum Gott kennenlernen und zum ein Leben führen, das ihm gefällt. Und das hat nachher dann alles verändert. Und das hat tatsächlich geändert. Ich meine, du bist dann zurückgekommen auf Weinfelden. Und der Yannick, den ich kennengelernt habe, war der. Der hat immer die Bibel gelesen. Der hat die ganze Zeit gebetet. Er hat dann Menschen gesucht, er hat evangelisiert, ist auf der Straße gegangen. Und plötzlich siehst du Yannick mit 15 anderen jungen Männern und Frauen am Betten.
Die haben den Keller von der Kirche sich gesammelt, hast jeden Donnerstag einfach Bibel lesen und beten. Ich weiss, wir sind in Luzern gegangen, es hat eine Gebetwoche gegeben und Gebetnacht. Und die ganze Nacht haben wir mal beten und wir sind mit den ganzen Jugendlichen in Luzern gegangen und wir haben die ganze Nacht durchgebetet. Also wenn ich sage wir, sie haben gebetet und ich bin dann im Auto gegangen schlafen. Ich konnte nur mehr mögen, die ganze Nacht wach bleiben. Ich glaube, so um 3 Uhr morgens bin ich gegangen, also um 5 Uhr wieder zurückgekommen. Aber ich habe durchgebetet. Und dann kommt der Pastor vom Luzern und sagt, hey, du Brenna, sind wir alle von deinen Kirchen? Und ich sage, ja, klar. Hey, was hast du gemacht? Es ist so betet. Und ich denke, ja, er hat das gemacht, nicht ich. Wie hast du es gemacht? Das Bibel lesen, beten und so viel Zeit verbringen. Und wieso? Ich habe einfach in Amerika, du hast ja vorhin den Vers noch vorgelesen, vielleicht bringst du ihn nochmal, wo es im Hebräer heißt, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Und das habe ich einfach erlebt in Amerika. Wie eben, mir hat nie irgendjemand gesagt, du darfst das nicht mehr machen, du sollst jetzt das machen, sondern einfach das Wort Gottes ist auf einmal lebendig geworden. Vorher war es tot gewesen, in meiner ganzen Zeit in der Kirche. Ja, kein Wort hat zu mir geredet oder hat mir irgendetwas bedeutet. Und auf einmal nach der Neugeburt ist das Wort Gottes lebendig geworden. Und dann ist für mich schon in Amerika klar gewesen, gut, wenn ich jetzt Basketball spielen will, dann rufe ich einem Kollegen an und sage, kommst du mit, wir gehen auf den Platz oder in die Halle oder wie auch immer. Und dann ist bei der Bekehrung genau gleich gewesen. Gut, ich will jetzt die Bibel lesen und es ist doch einfach viel schöner, wenn man das in der Gemeinschaft machen kann. Darum habe ich den Leuten angerufen und so haben wir uns dort getroffen und versammelt und das hat schon angefangen. Und als wir zurückgekommen sind in die Schweiz, ja, ist für mich klar gewesen, weiter so, ja. Du hast schon ein bisschen mehr als normal. Ich meine, all unsere Spiele sind über die Bibel gewesen. Wir sind im Restaurant gegangen und dann, was machst du im Restaurant? Du wartest auf Essen und er sagt, so haben wir ein Spiel spielen. Schau mal, wer kennt die Bibel, wer ist besser. Und das ist unser Leben gewesen. Er hat einfach die Bibel gelesen und ehrlich gesagt, irgendwann habe ich noch Angst vor ihm, weil ich denke, er weiß besser als ich. Und ich glaube, es ist auch so. Du liest wirklich viel. Du sagst, das Wort Gottes ist lebendig. Was heißt das? Wieso zieht das Wort Gottes dich so an? Ich kann es nicht erklären, es ist wirklich ein Wunder. Ich weiss einfach, ich habe das so erlebt und ich könnte nicht mehr ohne. Es ist wirklich die Nahrung, die Jesus irgendwie beschreibt. Es ist Wort vom Leben. Es tut meine Seele ernähren, sättigen, stillen. Also es ist unglaublich. Und es ist eben, ich weiss, der Raffi Marti, ich habe mit dem zusammengearbeitet bei Campus etwa für ein Jahr. Ich freue mich, ihn wieder zu sehen. Er war auch ein bisschen Sammy Deluxe-Fan, gell? So haben wir dort herausgefunden in dieser Zeit. Sammy Deluxe war auch mein Hero, ein Rapper aus Deutschland. Und ich weiss, wie ich meine Eltern die Musik vorgespielt habe und habe gesagt, schau mal, der weiss, um was es geht im Leben, der kommt wirklich draus. Und also, seine Worte habe ich als bare Münze genommen. Und mein Leben sehr auch dem Stil angepasst, den er hatte und so weiter. Aber es hat nach ein paar Jahren hat irgendwann der Sammy Deluxe Lieder rausgebracht, die irgendwie sich widersprochen haben zu dem, was er vor 10 Jahren noch gesagt hat. Und dann habe ich gedacht, hey, wie kann das sein? Zumal hast du eine komplett andere Meinung. Und ich habe ja mein ganzes Leben nach dem ausgerichtet. Ich habe nach dem gelebt eigentlich und die Meinung auch vertreten. Und jetzt auf einmal hast du eine andere Meinung, eine andere Ansicht, komplett das Gegenteil eigentlich von dem, was du vorher rausgebracht hast. Und dann ist wie irgendwie das Fundament, wo ich drauf gestanden bin, ist langsam wie so zersandet. Oder ich habe gemerkt, auf das kann man sich gar nicht so verlassen. Und dann bin ich ein bisschen enttäuscht von dem. Aber als ich nachher gemerkt habe, wo Jesus sagt, und mit dem hat er auch mein Herz erobert, er hat gesagt, Himmel und Erde wird vergehen. Mein Wort wird niemals vergehen. Und dann habe ich gewusst, wenn ich mich an dem festhebe, also auf das kann ich mich verlassen. Wir kennen ja alle die Stelle, was heisst, wer auf mich baut, auf meine Worte, das ist wie der Fels. Und dort habe ich das erste Mal da verstanden, was man immer mehr hat beibringen mit dem Lied. Bau doch dein Haus nicht aus Anliegen. Und du hast dein Haus auf diesem Wort Gottes gebaut. Du bist ein cooler Mann. Du tust rappen. Ich habe heute einen Jugendlichen gesagt, hey, der Janik kommt. Janik, er ist cool. Und die Bibel, ich meine, ist 2000 mehr Jahre alt, gewisse Teile und gewisse so länger. Welcher Teil von der Bibel spricht dir am meisten an? Momentan sind es definitiv Psalmen. Ja. Du hast gesagt, hey, Sabrina, ich
ich lebe mit das Wort im Moment. Das spricht mich so an. Letztes Mal, als wir telefoniert und das brennt auf mein Herz, Wort Gottes. Was ist da, das auf dein Herz brennt? Das gesamte Wort. Das gesamte Wort. Ja, mit dem Mirko hat man, wir haben sie bis auf den Geburtstag hat er mir geschenkt und auf seinem Kärtchen hat er mir einen Bibelvers mitgegeben. Da noch dein Lieblingsvers, Janik. Genesis 1, Vers 1 bis Offenbarung 22. Ja, super. Ja, also ich kann mich zum Beispiel erinnern, und da hat mich sehr geprägt, Sabrina. Also da bin ich eben, sie war Pastorin bei uns in der Gemeinde und einmal hat sie uns Jungen beigebracht, eben, wie man predigt. Und der eine Vers, der ist mir einfach direkt ins Herz hinein. Esra 7,10 ist es, gell? Genau. Und dort heisst es eben, der Typ hat sich zu Herzen genommen, das Wort Gottes zu studieren, zu leben und nachher zu lehren. Und einfach, ja, da habe ich eine gute Reihenfolge gefunden irgendwie. Und ja. Ich werde den Bibelvers noch lesen. Esra Kapitel 10, Vers 10, 7, Vers 10, wo sagt, denn Esra hätte sich mit ganzem Herzen der Aufgaben hingegeben, das Gesetz von Herrn zu studieren und zu befolgen und in Israel seine Ordnung und Rechte zu lehren. Das stimmt, ich habe das irgendwann gelernt, in den Kurs gehabt, wie kann man Predigt vorbereiten. Und nachdem, du hast gesagt, hey Sabrina, das werde ich auf Herz nehmen, das werde ich nie vergessen, das werde ich machen. Und das hast du auch gemacht. Wie machst du das? Eben, es fängt eigentlich mit dem Wort Gottes studieren. Und die ganze Bibel redet eigentlich davon, was für ein Segen das es ist, das Wort Gottes zu studieren. Manchmal habe ich das Gefühl, es wird ein bisschen auf Pastoren abgeschoben, die müssen einfach die Bibel lesen. Und die anderen können so wie ein bisschen davon profitieren. Aber ich glaube, also ja, es müsste eigentlich die tägliche Nahrung von uns allen sein. Manchmal, wenn ein Christ fragt, muss ich eigentlich die Bibel lesen? Es kommt mir so vor wie die Frage, wenn ich zum Garagist komme, muss ich eigentlich mein Auto in den Service bringen? Ja, also du musst nicht, aber es ist wahrscheinlich besser. Aber wie war nochmal die Frage? Wie tust du das machen? Wie genau, tust du die Bibel lesen? Ja, genau. Okay. Also du hast das auf Herz genommen. Also eben, es ist als erstes, ich merke einfach die Nahrung für mich und irgendwie, es heisst ja, der Heilige Geist wird euch an das erinnern, was ich euch gesagt habe. Und wir glauben ja, Jesus ist das Wort. Also das Wort Gottes ist schlussendlich nicht da die Buchstaben, die auf die Seite gedruckt worden sind. Er ist das Wort Gottes. Es geht eigentlich um Jesus, um ihn kennenzulernen, sein Herz kennenzulernen. Offenbarung 19,11 ist es, glaube ich, wo heißt, und sein Name ist das Wort Gottes. Oder Johannes 1,1 ist ja auch allen bekannt, oder? Am Anfang war das Wort aber Jesus ist das Wort. Ja. Und darum, es geht eigentlich um die Beziehung. Und in erster Linie, und das ist mir auch sehr wichtig, in erster Linie lese ich das Wort nicht zum Lehren, sondern eben zum ihn kennenlernen, für die persönliche Beziehung. Und dann nachher heisst es eben, der Heilige Geist wird euch an das erinnern, was ich gesagt habe. Aber wenn ich es nie gehört habe, kann er mich ja auch nicht daran erinnern. Also, ja. Und da merke ich einfach sehr oft, wie in verschiedenen Momenten er den Wort Gottes führen holt. Und dann ist das natürlich wunderbar. Ja. Ich meine, für viele von uns ist das vielleicht, kämpfen die auch mit dem, einfach Bibel lesen langweilig. Oder einfach jeden Tag etwas lesen. Die meisten von uns haben es auf Handy, wo Erinnerung können, wer es des Tages kommt oder das Kapitel lesen. Es ist nicht so immer interessant. Wie machst du das? Hast du einen Tipp für uns, wie du das interessant findest und wie du eigentlich Bibel liest? Also ich denke, es hat sicher viel mit Hunger zu tun. Also ich meine, man kann dir das beste Essen servieren, was es gibt, aber wenn du keinen Hunger hast. Ja. Wir haben kürzlich, weil Anja, das ist wunderbar, wir haben das Kind bekommen und dann hat unsere liebe Nachbarin eine Essenskette organisiert, wo tatsächlich Freunde aus unserem Umkreis gekommen sind und zum Mittag gebracht haben, oder, damit sie können entlastet werden. Und einmal sind wir bei meinen Eltern am Brunch gewesen. Das ist immer ganz schön. Übrigens, liebe Grüße, gell? Ein wunderbarer Brunch ungefähr am 11 Uhr und ich habe nicht gewusst oder irgendwie vergessen, dass am 12 Uhr noch jemand kommt zum Mittag bringen. Und normalerweise
kann man es zum Beispiel einfach in den Kühlschrank tun, am Abend essen oder so, aber die sind gekommen und da war sogar ein Koch, der gekommen ist und der hat sich so Mühe gegeben und fast schon ein 3-Gänge-Menü für uns gemacht und manchmal bringen es die Leute einfach und gehen dann nachher, aber die sind mit uns am Tisch gehockt und haben mit uns gegessen und ich habe gar nicht mögen, kein bisschen. Und ich trotzdem immer, und es wäre eigentlich so fein gewesen, aber mein Bauch war so voll gewesen. Selbst die 3 verschiedene Soßen hat er gemacht. Und vor allem musste ich natürlich probieren. Ja, das war eine Qual gewesen. Also eben, man merkt, selbst wenn das Essen kann noch so fein sein, wenn du keinen Hunger hast. Und ich bin dankbar, dass es heisst, eben Gott ist es, der beides in euch bewirkt. Das Wollen und das Vollbringen. Das ist eigentlich das, was ich sagen kann. Dass Gott uns den Hunger schenkt, das Verlangen nach seinem Wort und dann wird es einfach zum Genuss. Oder ist nicht auch der Jeremia, der sagt, eben, es ist für mich geworden so wie Honig. Und dann nachher, ja eben. Du hast die Wort vom Ezra genannt, dass er hat auf sein Herz genommen und vorher hast du einen Rap-Song gesungen wegen Covid und Restriktionen, die wir haben erlebt und ja, dass wir sie nicht frei waren. In dieser Zeit, die Wahrheit ist sehr wichtig. Und das Wahrheit, die uns wirklich berührt, ist nicht die Wahrheit, die die Regierung sagt oder die Wahrheit, die die Welt sagt. Und du hast auch in dem Rap gesagt, es gibt verschiedene Theorien, verschiedene Gedanken, verschiedene Worte und wer weiß, was ist wahr. Das Wort Gottes, er ist Wahrheit. Und er sagt uns, was ist auch richtig. Ich weiss, wenn wir über die Ezra zusammen geredet haben, was mich in dem sehr beeindruckt hat, ist das gesehen. Ezra war damals in Persien. Ezra hat Artashastar, das ist der König von dieser Zeit. Ich sage das richtig, by the way, weil ich komme von Persien. Ich weiß nicht, was Sie sagen, Xarius oder whatever. Er hat den König gedient. Er ist sogar der Schreiber von der König. Das heißt, er hat Geschichte geschrieben. Er hat Chronik geschrieben. Er hat die Events von der Zeit von der König geschrieben, weil er ist so begabt war und er hat sich mit dem beschäftigt. Und es ist interessant, weil seine Zeit, er hat auch Lockerungen erlebt. Er war beschränkt. Er war eigentlich Sklave. Er war nicht frei. Und er hat sich auf eins verlassen. Und das ist das Wort Gottes. Er hat eins gewusst. Das Wort Gottes, der muss ich auf Herz nehmen. Weil alles anders vergeht. Er hat nicht gewusst, wie die Zukunft kommt. Er hat nicht gewusst, was wird sich ändern. Aber er hat etwas gewusst. Das Wort Gottes, der bleibt. Und er hat das auf Herz genommen und hat angefangen zu lesen. Und nicht nur lesen, sondern auch von dem erzählen. Gehorsam sein, leben. In dieser Lockerungen, Lockdowns, wie hast du das Wort Gottes erlebt? Hat das noch eine Rolle gespielt in deinem Leben, in Kirche, wo du dienst? Ist es anders gewesen für dich? Nein, ich hatte endlich wieder mehr Zeit gehabt, um die heiß sein und einfach lesen in dem Sinn, ohne groß hin und her müssen. Also eben vor allem. Dann ist eigentlich auch wieder der Song entstanden in dieser Zeit. Eben, egal was jetzt da passiert, I hold on to you. Oder? Und ich staune manchmal ab diesen Leuten, die wirklich verfolgt werden und im Gefängnis sind oder wie auch immer. Oder froh sind, wenn sie eine Seite von der Bibel haben, alles auswendig lernen und so. Ja, und ich denke, also, wir haben es so gut da, oder? Und von dem her. Ich habe eine Geschichte erzählt und Janik hat gesagt, es wäre cool, wenn ich das auch jetzt erzähle. Ich glaube, euch habe ich die Geschichte noch nicht erzählt. Wir haben im Iran selber Bibel gedruckt, weil es keine Bibel gab. Und die Bibel war so teuer und so schwierig zu ausdrucken. Und wir haben selber einen Drucker gehabt. Und ich will nicht im Detail sagen, weil es alles geheim war. Wir geben nicht zu, dass wir das gemacht haben. Aber ja, wir haben das gemacht und haben sie versteckt. Haben 10'000 Copies von der Bibel gehabt. Wir haben sie irgendwo versteckt, dass niemand finden konnte. Niemand. Das war unter dem Boden. Und dann ist die Regierung gekommen, sie sind genau gegangen, in dem Ort, wo wir sie versteckt haben, alles weggenommen und haben die Bibel gefunden. Eigentlich die haben sicher gewusst, wo die Bibel sind. Sie sind gerade zu dem Ort gegangen. Und dann haben sie die Bibel genommen. Wir hatten einen von unseren Ältesten in der Gemeinde gehabt.
ein älterer Mann, er ist bei der Polizei gegangen und gesagt, nein, das dürfen die Bibel nicht nehmen, die sind unsere Bibel. Und das gehört uns. Und er sagt, das ist illegal. Ihr dürft nicht 10.000 Kopien von der Bibel haben. Das ist nicht okay. Und ihr kommt alle in Gefängnis und er sagt, nein, das ist nicht illegal. Wir sind Christen und die gehören uns. Und wir dürfen die Bibel lesen. Das Wort Gottes, nehmen sie nicht weg. Und die Polizei ist wirklich hässlich geworden. Er sagt, hey, ich bringe euch alle in Gefängnis, ihr werdet bestrafen wegen dem. Ihr werdet sehen, was wird mit euch passieren. Und unser Ältester sagt, das ist okay, du musst dich nicht hässlich machen. Du weißt, was wir machen etwas. Wir sind Kirche, wir brauchen die Bibel. Wir nehmen 8'000, ihr nehmt 2'000. Und dann sind ihr happy, dann könnt ihr sagen, gut, wir haben ein bisschen Bibel mitgenommen, wir sind happy, wir haben auch Bibel in der Kirche. Er sagt, ist das ein Witz? Du musst mit mir verhandeln. Nein, das ist illegal, das machen wir nicht. Ihr kommt alle in Gefängnis, wir nehmen alle Bibel, ist okay. Mach dich nicht hässlich. Ihr nehmt 3'000, wir halten 7'000. Nein, ich mache keine Verhandlung mit euch. Ist fertig, okay, 6'4. Letzte. Machen wir, dann ist alles gut. 6'4, 6 nehmen wir und 4 nehmen ihr. Und die diskutiert tatsächlich, die haben lange diskutiert. Und schlussendlich haben sie 4'000 genommen, wir haben 6'000 gehalten in der Kirche. Und dann ist er aufgekommen und gesagt, ich kann sogar 8'2 machen. Aber ich glaube, mein Vater hat ihm nicht erlaubt. Ich sage, ist okay, jetzt komm, wir gehen, ist okay, wir 7. Ich sage, ja, aber jetzt kann ich noch mehr. Also wir so Iraner. Ein paar Wochen später, das ist vorbei, mit meiner Familie gehen wir im Restaurant essen. Und mein Vater hat irgendwo parkiert, und als Familie sind wir beim Restaurant gegangen. Und im Iran, es gibt die Verhandler, die verkaufen Bücher oder egal ob es auf Boden. Wir haben gesagt, wir schauen bei den Büchern, bis mein Papi kommt. Und während wir das geschaut, ist unsere Bibel auf Boden gesehen. Und wieso weiß ich, das ist unsere Bibel? Weil Bibelpapiere sind sehr dünn. Und die brauchen einen speziellen Drucker. Das haben wir nicht gehabt. Bibelpapier haben wir auch nicht im Iran. Das heisst, wir haben die dünnsten Papiere genommen, die du kannst, wo unsere Drucker drucken können. Und die sind doch dick gewesen. Unsere Bibel sind so groß gewesen. Und nicht so gut. Also, wenn ich die Bibel geöffnet habe, habe ich geschaut und ich sagen, ja, das habe ich sicher gemacht. Das ist sicher meine Arbeit. Und dann habe ich den Mann gefragt, von wo haben Sie die Bibel? Und er sagt, ja, die Polizei hat sie verkauft. Und wir sagen, was machen die mit dem? Ja, wir verkaufen. In der Kirche haben wir vielleicht für einen Franken verkauft oder 1,5 und dann haben wir für 20 Franken verkauft. Und fragen mir, kaufen die Leute das? Und er sagt, das ist unser Bestseller. Hey, ich verdiene so viel Geld mit dem. Das ist die Beste. Wir haben Gott so bedankt von der Polizei, weil sie eigentlich mit dem Geld verdient haben. Und das haben wir als Jugendliche im Iran gemacht. Unsere Jugendarbeit war das. Wir gehen im Park. Ein Kollege von meinem Bruder hat Bücher verkauft. Wir haben ihm Bibel gegeben. Und dann haben wir immer überall geschaut, dass eine Polizei nicht kommt. Dass er eine Bibel verkaufen kann. Und wenn die Polizei kommt oder jemand kommt, sind wir zu ihm gegangen und sagen, die Polizei kommt, Bibel verstecken, normal Buch verkaufen und dann wieder die Bibel auftun. Und tatsächlich haben sie viel Geld verdient. Und heute im Iran ist immer noch so, die Bibel ist Bestseller. Bestseller in dem ganzen Land. Und überall, wo du gehst, Leute haben die Bibel. Überall, fast überall. Hat jeder eine Bibel. Das ist tatsächlich lebendig, Janik. Ich würde dir gerne Zeit geben und erzählen, wie erlebst du das Wort Gottes in der Schweiz? Du bist jetzt Pastor, du hast Ausbildung gemacht, du hast in Bern studiert. Du hast selber gesagt, du hast es nicht gern, du bist nicht jemand, der gerne studiert in dem Sinn, aber gleichzeitig du studierst Wort Gottes, du hast Hunger nach Wort Gottes. Was mich interessiert, ist von dir zu wissen, wie erlebst du das im Alltag? Wie erlebst du, dass das Wort wird wirklich lebendig? Dass es nicht ob es ein Wort ist, das du liest, sondern ein Wort, das du erlebst. Ein Wort, das dein Leben verändert, das wirklich wirksam ist. Ja, also eben das Erste, was ich sagen kann, ist, das, was ich vorhin schon erklärt habe, also nach meiner Bekehrung, wie mir zum Beispiel niemand mir gesagt hat, du darfst das nicht mehr machen, du darfst das nicht mehr machen. Es ist einfach das Wort Gottes, das ich
in mich aufgenommen habe und dann hat der Heilige Geist mich überführt. Oder auf das Mal, ich habe immer geflucht wie ein Schlosshund oder irgendwie so. Oder so. Aber auf jeden Fall, ich habe immer so viel geflucht und eine sehr vulgäre Sprache gehabt, vor allem in der Arbeitswelt. Und in Amerika hat man natürlich alles können brauchen, was so üblich ist. Und auf jeden Fall, und auf einmal stehe ich einmal so in der Pause rein und auch mit dieser vulgären Sprache und merkt mal, wie fast der Heilige Geist mir die Hand vors Maul und sagt, du kannst doch nicht mehr so reden. Ah ja, stimmt, ich will gar nicht mehr so reden. Und dann, oder irgendwann fällt mir schon auf, im Epheser steht, no unwholesome, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist, damit es dem Hörer Gnade bringt, oder? Dass es aufbauend ist. Und all die Sachen, wo Gott angefangen hat, irgendwann stehe ich im Club mit dem Alkohol in der Hand und merke, irgendwie, was mache ich da? Ich gehöre gar nicht daher, ich will gar nicht mehr trinken. So hat Gott einfach mein Herz verändert, mein Leben verändert und hat mich überführt vor all diesen Sachen auf eine wunderschöne Art und Weise. Und interessant ist auch, ich habe ja 10 Jahre lang Rapmusik gemacht, schon vor meiner Bekehrung, aber ab dem Tag vor meiner Taufe konnte ich nicht mehr schreiben. Kein Wort mehr aufs Blatt Papier gebracht. Das war so frustrierend, weil vorher war mein tägliches Brot. Und dann habe ich gesagt, Herr, ja, was soll das? Oder? Also, und er hat mir gesagt, bist einfach geduldig. Und dann hat er mir folgenden Vers gesagt, von dem, wo dein Herz voll ist, von dem redet dein Maul. Das war genau mein Problem. Ich hatte kein Vokabular mehr, weil ich gewusst, ich möchte Musik machen, wo der Herr ehrt, wo ihm gefällt. Aber ich habe nichts da rein, was ich hätte wiedergeben können. Inspiration. Ich habe nicht gewusst, zum Schreiben brauchst du Inspiration. Ich habe gewusst, wie das suchen. Ich habe Musik gelesen, Videos geschaut oder Filme geschaut. Das hat mich inspiriert. Aber ich bin inspiriert worden durch die Welt. Und logisch kommt da wieder etwas Weltliches daher. Also hat Gott ganz klar zu mir gesagt, nimm Wort Gottes auf zu dir und Wort Gottes wird wieder kommen. Und so habe ich angefangen, mich mit dem zu beschäftigen, immer mehr. Und ich kann mich einmal erinnern, wo er spezifisch gesagt hat, befasst dich mit den Psalmen. Und auf einmal sind überall in meinen Lyrics Psalmen drin gewesen, ohne dass ich mich überhaupt angestrengt habe oder so, jetzt nehme ich einen Psalm und schreibe einen Rap-Song mit dem, sondern es ist einfach drin hineingeflossen. Und ich merke einfach die Schönheit von dem Wort. Oder? Wie das andere ist, wie gesagt, destruktiv gewesen, aber das Wort Gottes soll ja aufbauend sein. Oder? Es heisst zum Beispiel, es kann nicht sein, dass ihr mit eurer Zunge Gott lobet und gleichzeitig die Menschen flucht, die in meinem Ebenbild geschaffen worden sind. Oder? Es kann nicht gleichzeitig süßes und bitteres Wasser aus den gleichen Quellen herauskommen. Und all diese Sachen. Und dann habe ich gemerkt, aha, wenn ich die Wahl habe, dann würde ich natürlich Leben sprechen. Und es ist doch faszinierend, das Wort Gottes in Jesaja heißt. So wie der Regen und der Schnee runterfällt auf die Erde und nicht zurückkehrt, ohne dass es den Boden befürchtet, so damit es Samen gibt für den, der streut und Brot gibt für den, der es isst. Genauso ist mein Wort. Es wird nicht leer zurückkommen zu mir, ohne das auszuführen, wozu ich es gesendet habe. Und das finde ich so schön. Psalm 107 heißt, er sandte sein Wort und machte sie gesund. Und dann lesen wir im Neuen Testament die Geschichte, wo der eine zu Jesus kommt und sagt, mein geliebter Diener, der ist krank, kannst du bitte nicht kommen. Aber dann sagt er, nein, ich fühle mich eigentlich gar nicht würdig, dass du zu mir ins Haus kommst. Sag doch nur ein Wort. Und dann sagt er, gang heim, dein Diener ist gesund. Oder? Und dort hat er sein Wort gesendet. Und gibt es irgendetwas Vergleichbares auf dieser Welt? Jesus oder sein Wort, es ist unvergleichbar. Und das hat mich so fasziniert, weil eben, da merkt man, da hat es Inhalt drin. Ja. Oder? Und Jesus, eben, wo auch sagt, wenn ihr euch schämt für mich und meine Worte, oder? Ich werde mich auch für euch schämen. Ja. Und ich möchte mich doch nicht schämen. Oder? Und das war aber auch mein Problem. Ich habe mich als früher immer geschämt. Also wenn ich jemals dazu Sprache wäre. Aber das Problem ist, ich habe Gott nicht kennt, Jesus nicht kennt. Je besser dass man ihn kennenlernt, desto mehr merkt man, für den muss man sich überhaupt nicht schämen. Im Gegenteil, eines Tages wird sich jedes Knie vor ihm beugen, oder? Er ist der König von den Königen. Und darum, ich habe immer sehr gern Film geschaut nach einer wahren Begebenheit. Aber was gibt es Besseres etwas nach einer wahren Begebenheit als die Wahrheit selber? Oder? Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist die Wahrheit. Also es hat mich immer fasziniert, aber es gibt nichts Wahres als Jesus selber. Eben, da haben wir sie. Die Wahrheit ist Person. Es sagt, wenn ihr die Wahrheit erkennt, wird sie euch frei machen. Was ist denn die Wahrheit? Heute in dieser heutigen Welt, oder? Sagt man, ja, es gibt so viele Wahrheiten, wie es Menschen gibt.
auf dieser Welt. Jeder hat irgendeine Meinung und alles ist irgendwie wahr. Das stimmt doch nicht. Die Wahrheit ist gesetzt schon von Anfang an. Und man kann nichts daran ändern. Es ist so, es wird immer so sein, bis in alle Ewigkeit. Und ich denke, es tut uns gut, wenn wir das wieder merken, oder? Jetzt Corona hier oder her, oder was auch immer stattfindet. Sie sagen, ja, es gibt kein... Ich habe kürzlich mit einem Kollegen telefoniert aus Kalifornien, der hat gesagt, du darfst nicht mehr sagen Vater und Mutter, oder dort. Es gibt nur noch A und B oder weiß ich nicht was, oder... Also, weißt du, was ich meine? Die Wahrheiten von Gott sind gesetzt und er hat den Menschen geschaffen als Mann und als Frau. Ist das simpel, oder? Und die Wahrheit wird euch frei machen, wenn man die erkennt. Oder? Und es heißt zum Beispiel, das hat mich auch so fasziniert, weil ich immer nach dieser Wahrheit eigentlich gesucht habe, nach dem, wo man eigentlich leben kann. Und es heißt ja interessant, Psalm 119, Vers 9, steht ja geschrieben, wie kann ein junger Mann, und ich als junger Mann viel mit denen angesprochen, wie kann ein junger Mann unsträflich leben? Oder? Indem er sich nach deinem Wort richtet oder nach deinem Wort lebt, sich an dein Wort haltet. Aha, das ist mal ein guter Tipp. Psalm 119, Vers 160 heißt nachher, dein Wort ist nichts als die Wahrheit. Oder die Summe deines Wortes ist die Wahrheit. Und das fasziniert mich einfach als Person. Und vor allem als Rapper, dann möchte man noch etwas geben, wo man nachher, wenn es heisst, das hat mich nachher auch überführt. Es steht geschrieben, ihr werdet euch verantworten für jedes unnütze Wort, das ihr ausgesprochen habt. Ich habe so viel Unnützes gesagt. Und dann habe ich nachher gesagt, gut, ich lösche gescheit alle meine Lieder aus dem YouTube. Dann habe ich ein bisschen weniger Probleme am Schluss in der Gerichtsverhandlung. Nein, meine Mutter hat zum Beispiel gesagt, ja, du hast schon viele gute Texte gehabt. Aber wie hat sie es gesagt? Einfach nicht hilfreich, aber irgendwie so. Aber auf jeden Fall möchte ich doch noch, oder ich möchte ja gute Worte, die ich verantworten kann. Und es gibt nichts Besseres als das Wort Gottes. Ja. Das Wort Gottes bringen. Wie glücklich sind die Füße, die das Wort Gottes bringen. Ja. Und ich habe einfach nichts Vergleichbares gefunden auf dieser ganzen Welt. Ja. Und deswegen eben einerseits die Veränderung zu merken in meinem Leben. Und ja, alles ist total verändert worden, durchdrungen worden von dem Wort Gottes. Und dann ist natürlich übrigens Jugendpastor, so hoch bin ich noch nicht Pastor, wie du hast vorhin gesagt, du bist ein Pastor, erst Jugendpastor. Und ich bin noch in der Ausbildung. Aber... Wir nennen alle hier Pastor, okay, Jugendpastor, Pastor. Das ist lieb. Auf jeden Fall... Mein Wunsch ist natürlich, dass die Jungen, nicht wie ich, müssen so einen grossen Umweg machen und in die Welt hineingehen und irgendwie, sondern dass sie direkt das können ergreifen und schmecken und sehen, dass der Herr gut und freundlich ist, oder? Ja. Weil dann können sie direkt bei ihm bleiben. Wie der junge Samuel, oder? Wo Gott zu ihm redet, die bekannte Stelle, die wir alle kennen, wo er sagt, Samuel, oder? Die Hörbibel habe ich eben gelassen, darum weiss ich das. Nein, nachher. Und dann heisst es, beim zweiten Mal steht der Kommentar, geht schon immer zum Eli nachher, dann heißt es, aber Samuel kannte den Herrn noch nicht. Und ich glaube, das ist das Problem, auch von mir natürlich, ich kannte den Herrn noch nicht. Viele Junge in unserer Gemeinde, die kennen den Herrn noch nicht, obwohl sie viel über ihn wissen. Ja. Aber sie singen zwar Lieder zu einem Gott, der ihnen unbekannt ist, ähnlich wie denen bei Athen, die haben ja dort einen Altar oder was auch immer gemacht für den unbekannten Gott. Und dann hat ihnen der Paulus gesagt, es ist der Jesus, der auferstanden ist und er kommt wieder. Also auch wenn ihr nichts merkt, vielleicht könnt ihr die Aufschrift merken von meinem Räppli, Maranatha, du kannst es jetzt richtig aussprechen, oder? Maranatha. Du kommst von Persien. Jesus kommt wieder und das ist doch so eigentlich das Schöne. Lass uns doch so leben, als würde er wirklich bald wiederkommen. Dass das Realität ist. Aber eben, dass die Jungen können, dass wir merken, ah ja, stimmt, das ist das lebendige Wort Gottes. An das kann ich mich halten. Ich kann mich nach dem richten. Wo Tausende von Wert gestreut werden über Social Media, der Einfluss, der täglich auf sie einprasselt. Verwirrung und weiss ich nicht was. An was kann ich mich überhaupt halten? Und da ist das Wort Gottes wie die Säule da. Und das ist einfach unvergleichbar. Da liebe ich so an dem. Ja, es ist so gut, dass du sagst, unvergleichbar. Das Wort Gottes sagt, Glaube kommt vom Hören und Hören vom Wort Gottes. Wieso vom Wort Gottes? Weil der hat kein Mensch geschrieben. Ich habe immer wieder gehört, Leute sagen, ja, aber das sind noch ein paar Männer geschrieben. Und wir sagen immer wieder, das ist Wort Gottes. Der haben nicht ein paar Männer geschrieben, sondern der haben Menschen unter Inspiration von der Heilige Geist geschrieben. Du hast vorher gesagt, das Heilige Geist hat das Wort offenbart. Das Heilige Geist hat mir gezeigt. Das Geist Gottes hat das in mir eine Veränderung gebracht. Kannst du kurz darüber etwas sagen? Weil ich glaube, das ist ein Schlüssel. Das Glaube kommt vom Wort und vom Hören und Hören vom Wort Gottes.
Aber da sind zwei Sachen. Eine ist Wort, das kann man lesen. Und das zweite ist das Geist, wo das Wort offenbart. Geist, wo das Wort spricht, wo wirkt. Wie ist die beiden zusammen? Die kann man nicht trennen. Das kann man nicht trennen, Wort vom Geist Gottes. Wie ist das? Wie hast du es auch Geist erlebt, wo das Wort für dich offenbart hat? Und hat dir geholfen, das zu verstehen und nachvollziehen? Ja, also es gibt ja da die Stelle, ich mal schauen schnell, ob ich sie finden kann, im 1. Korinther, wo geschrieben steht, da heißt es, der natürliche Mensch begreift nicht, was vom Geist Gottes ist. Es ist für ihn eine Torheit, er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Jesus sagt doch, die Worte, die ich zu euch spreche, sind Leben und Geist, oder? Yes. Und da gibt es wirklich den Unterschied zwischen dem Natürlichen und dem Geistlichen. Und der Paulus betet im Epheser 1, Vers 17, ich bete, dass der Vater von Jesus Christus euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt zur Erkenntnis seiner selbst. Und da glaube ich, das ist wirklich das Geheimnis, also wenn Gott nicht die Erkenntnis gibt, das Türchen aufmacht oder einfach, dann wird das für immer für uns verschlüsselt bleiben. Ja. Wie eben für mich das auch als Junge war. Und darum, es gibt wahrscheinlich nicht, mach einfach da und dann, sondern es muss wie vom Geist Gottes her gehen sie irgendwie. Was wir machen können, ist beten, oder? Und ihn darum bitten. Das glaube ich, das hilft. Herr, schenk uns den Hunger, schenk uns das Verlangen. Es heißt ja zum Beispiel, das ist ja ganz interessant, der Petrus sagt, 1. Petrus heißt, ihr seid von neuem geboren worden durchs Wort Gottes, der unvergängliche Samen. Und dann heißt es nachher, und jetzt tun wir neugeborene Kinder verlangen nach dieser Milch, nach dem Wort Gottes. Und wir haben den Neugeborenes und ich kann neue Lieder singen davon, wie die einmal verlangt nach dieser Milch. Also du denkst manchmal, die stirbt jetzt dann gerade, wie die einmal schreit. Das ist ja unglaublich. Aha. Aber das Verlangen nach dieser Milch. Und so beschreibt er, so wie die neugeborenen Kinder verlangen nach der Milch, nach dem Wort Gottes, und durch das wird der Wachstum bewirkt. Also das schließe ich daraus, ohne die Milch gibt es kein Wachstum. Oder? Also wir brauchen die Nahrung, damit der Wachstum stattfinden kann. Und ja, also das ist einfach das, was ich erlebe. Wir werden dich jetzt gerade bitten, von uns beten. Wenn du da bist oder wenn du online schaust und denkst, ach, Bibel, das ist mir so langweilig. Und Bibel lesen, es ist so ein harter Job. Wir haben gehört, dass Wort Gottes ist tatsächlich lebendig. Er spricht mit uns, er spricht zu uns. Und nicht er allein, sondern weil wir glauben, das Wort Gottes hat Gott geschrieben. Er hat geredet und Menschen haben geschrieben. Es kommt von ihm. Und der Heilige Geist, der Geist Gottes, er ist da, um das Wort uns zu offenbaren. Das will er. Gott hat es nicht geschrieben, damit wir nicht verstehen können. Und sind wir da puzzled und verstehe ich nicht und komme ich nicht raus. Nein, das Geist Gottes ist da und er offenbart das. Und wenn du da bist und sagst, hey, ich will noch besser Wort Gottes erkennen. Klar, wir haben auch Bible Studies, wir helfen auch, Leute es besser erkennen. Aber unser bester Helfer ist Geist Gottes. Und Janik, ich werde dich jetzt bitten, von uns beten. Für dich daheim beten, für diejenigen, die würden gerne das Wort besser verstehen. Dass das Wort Gottes uns bewegt, berührt und wirklich zu uns spricht heute. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du deinen Sohn geschickt hast auf die Welt, so dass wir das ewige Leben haben, dass wir Zugang haben zu dir,
Vater im Himmel. Und ich danke dir, dass du uns auch dein Wort mitgegeben hast, dass wir in einem Land wohnen, wo wir Überfluss haben an Wort Gottes. Wir haben den Zugang zum Wort Gottes, den freien Zugang, verschiedene Sprachen, verschiedene Tools. Herr, danke für den Segen. Und wir tun uns dir unterordnen, wir tun uns am Wort unterordnen. Und wir bitten dich, dass du zu uns redest durch dein Wort. Danke, dass du zu uns redest durch dein Wort. Danke, dass dein Wort lebendig und wirksam ist und nicht tote Schrift. Herr, und ich bitte dich, dass du mit dem Heiligen Geist uns das Wort offenbaren, dass du uns das Wort dass du uns Erkenntnis schenkst. Das Wort kann lebendig werden. Herr Jesus, du bist das Wort Gottes. Das Wort wurde Fleisch and dwelt among us und lebte unter uns. Und dafür danken wir dir. Es heißt, wenn das Wort, wo uns predigt worden ist, mit Glauben verbunden wird, dann wird es wirksam. Herr, und wir möchten dir mit unserem Verstand nicht im Weg stehen, sondern wir möchten dem Wort Glauben schenken. Und danke, dass du uns immer mehr Offenbarung gibst, immer mehr da drin nimmst und dass der Hunger und das Verlangen nach dem Wort Gottes kann zunehmen, die Wertschätzung für das Wort Gottes kann zunehmen in der ganzen Schweiz. Der Wert vom Wort Gottes kann zunehmen in allen Gemeinden und auch sonst, dass man das als rechtsgültig anschauen, als ewig gültig anschauen. Wir danken dir, Herr Jesus, für die Sicherheit, dass es niemals wird vergehen. Wir uns können darauf verlassen und dass wir uns nicht schämen für dein Wort, Herr. Ich danke dir für das, was dein Wort bewirkt, dass es eben gesund macht, dass es heilend ist für den ganzen Körper, dass es unsere Sinne erneuern, dass es uns stärkt und aufbaut und erfrischt und erquickt. Und für alles, was dieses Wort bewirkt, wir heißen dieses Wort ganz herzlich willkommen. Es heißt, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Und wir möchten dem Wort Gottes alle Raum lassen, auch bei uns die Hause, dass wir dieses Wort lesen als Familie und zu uns nehmen und darauf vertrauen, dass es eben da bewirkt, wozu du gesendet hast. Wir müssen es nicht machen, du machst es. Auf da glaube ich ganz fest. Und darum, ich bin zuversichtlich, dass du das gute Werk, das du uns allen angefangen hast, wirst vollenden. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du beides in uns bewirkst. Das Wollen und das Vollbringen nach deinem Wohlgefallen, Herr. Wir beten ja immer, dein Wille soll geschehen. Und ja, das soll wirklich so passieren. Danke, dass du uns auch deinen Willen offenbaren, deine Güte, deine Freundlichkeit, deine Liebe offenbaren. Einfach durch das Wort Gottes, dass wir deinen Plan und dein Wesen auch kennenlernen können. Jesus, wir möchten dich kennenlernen. Nicht bleiben wie der kleine Samuel, der dich nicht kennt hat, sondern dich immer besser kennenlernen. Danke, dass du uns da drin nimmst. Und immer näher zu dir ziehst, Herr Jesus. Danke, egal ob man jung oder älter ist, du hast immer etwas für uns parat. Immer einen Schatz, den du möchtest uns offenbaren. Alle Weisheit ist in dir, Jesus, verborgen. Und danke, dass du alles zum Vorschein bringst. Und auch die Samen, die bereits gepflanzt worden sind, die vielen von uns oder vielleicht auch Leute, die noch da draußen sind, dass die aufgehen können, Herr Jesus. Das heisst, der eine sät, der andere tut Wasser geben. Aber der Herr schenkt das Gedeihen. Und so bitten wir, Herr, schenk das Gedeihen. Auch bei den verlorenen Söhnen und verlorenen Töchtern, die draußen sind in der Welt. Schenk das Gedeihen, schenk den Wachstum in unseren Herzen, dass wir tief, fest verankert und verwurzelt sein in deinem Wort und immer mehr hinwachsen zu dem, was Haupt ist, Jesus Christus. Amen. Amen. Wenn du da bist und noch keine Bibel hast, darfst du nachher zu uns kommen, wenn du gerne wissen, hey, was steht in diesem Wort? Dass ihr so von dem beschwert und redet. Du darfst zu uns kommen, wir schenken dir gerne eine Bibel. Wenn du daheim bist und hast auch keine Bibel, hey, schreib uns. Schreib uns als Sekretariat. Wir werden dir gerne eine Bibel schenken. Weil das Wort ist wahr, und er ist lebendig und er ist wirksam. Und er ändert Leben und er heilt. Das glauben wir fest. Und so würde ich gerne dir eine Bibel schenken. Wenn du noch Fragen hast zu dem und sagst, hey, ich würde gerne mehr wissen, ich würde gerne besser Bibel verstehen und mich mehr mit dem auseinandersetzen, melde dich. Wir haben auch Bible Studies in der Gemeinde, wir haben verschiedene Kurse über verschiedene Themen in der Bibel, die wir miteinander schauen und werden wir gerne mit dir das machen. Und jetzt nehmen wir Zeit nochmal, um diesen wunderbaren Gott, lebendigen Gott, loben und preisen. Janik, merci vielmals für deine ermutigende Botschaft. Das merkt man, lebt in dir. Das Passion, das kommt von dir, das ist ansteckend. Es ist wirklich genial.
das, was du prägst, das, was du weitergibst, deine Leidenschaft, für das, was du brennst. Das ist wunderbar zu sehen, was Gott in deinem Leben macht. Danke für das, was du uns hast gedient. Das war mega beeindruckend. Merci.